Servus, grüß euch und habe die Ehre. Ich begrüße euch zu einem neuen Video zu Division 2. Ich bin die Feldwalzen und die Reuter mal wieder. Ich habe des Weiteren ein wenig mitgekriegt, ja, mit dem Modifikator. Das ist eben, ja, ein Buch mit 7 Siegeln für manche. Dabei ist es gar nicht so schwer, wenn man mal durchgestiegen ist. Und das möchte ich euch in dem Video erklären. Und da ich sagen, packen wir's. So, da Leute, wir finden den Modifikator im Inventar. Neben der Spezialisierung, da ist das Teilchen drauf, jetzt haben wir uns auf die Schulter gepackelt, ja. Und fest drin ist der globale Modifikator. Der verstärkt den Schaden anhand von der Reichweite für die Waffe, was man hat. Und den feindlichen Modifikator, da muss man auf Y drücken, sieht man dann dort, das kann bei den Gegnern auftauchen. Das ist praktisch bei den Gegnern über dem Kopf dann, ja. Und hier kann man auch nachschauen, was für Modifikator, ja, was der bewirkt beim Gegner, ja, oder was man dann selber, ja, Scheiße baut, wenn man nicht aufpasst, auf Deutsch gesagt. So, das kann dann auch jeder selber lesen. Da kann man es anklicken, dann ist auf der rechten Seite das jeweils beschrieben, was das jeweilige Zeichen ausmacht, ja, beim Gegner. Manche haben dabei, der schießt drauf und schießt eine eigens Rüstung weg, wenn du falsch dabei bist. Der nächste, der hat dann irgendwelche, na, wie heißt es jetzt wieder, die Spezialmunition dabei, ja. Die leichten dann auf. Ich tue euch zum Schluss Gameplay ein. Da kann ich dann auch besser nochmal erklären, wo es die verschiedenen Farben dann, was da aufleuchten zum Tor haben. Es hat auf alle Fälle alles mit Distanz, Abstand zum Gegner zum Tor. So, weiter. Die aktive Modifikator. Für den aktiven Modifikator zum Kriegen muss man Reiseeinsätze abschließen. Ja? Da kann man die 3 dann sich erspielen. Was man dafür tun muss, sieht man dann jeweils in die Reiseeinsätze, die wo bei den Rottönen mit dabei sind. So, Season Pass, da haben die Reiseeinsätze, ja, da musst du das alles abarbeiten, was da so steht. Dann kriegst du den Modifikator eben für das Teil. Dann die Prioritätsziele, die muss man auch erledigen. Da musst du jeweils über einen auswählen, ja, und durchspulen. Und wenn du dann durch bist, dann kriegst du unten die Belohnung. Am Anfang sieht man nur Wirkzeit und Belohnung. Und da kannst du dabei sein, da ist dann dabei, dass praktisch den Chip, ich sage einfach über Chip dazu, da unten passive Modifikatoren kriegst, mit denen Prioritätseinsätze. Aber für deutsche Sprache, schwere Sprache, hoffentlich kriege ich es so um. Da steht es dort, schließen die Prioritätsziele ab. So, ich habe eins durch, ich habe mit knapper Not bekommen. Er hat da mit der Reichweite was zum Tor. Je weiter dass der weg ist, umso mehr Schaden mache ich. Und schieße ihn auf, den Ad, wenn er zu nah da ist, sind die Stapel wieder weg. So im Großen und Ganzen. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn man snipern tut. Dann wäre das wahrscheinlich nicht schlecht. Ich spiele mit einem Pestilenzbild. Da muss ich halt schauen, dass die Gegner über 20 Meter weit weg sind. Dann kann ich den Schaden von meiner Waffe nochmal verstärken. So, da kriegen wir halt die Chips her. Ja? Ich sage einfach Chips dazu. Das sind die passiven Modifikatoren. Und da kann man halt dann durchschauen, was für was gut ist. Aussuchen kann man sich die Dinge nicht. Das ist, sage ich jetzt mal so, Zufall, was man kriegt. Ja, weil wenn man dann praktisch die Prioritätsziele aussucht, dann taucht da unten auf, was man kriegt, aber das wiederum, das ist halt einfach mit dabei, kann man nicht auswählen, was man kriegt, das ist eigentlich so ein Überraschungspaket, ja. Ich glaube schon fast, dass man, das ist jetzt aber nur ein Verdacht, wenn man PvP spielt, ja, dass man da halt bessere Sachen kriegt, dass man, wenn man jetzt nur offene Welt oder Stützpunkte spielt, kann man gut vorstellen, dass es so ist, kann aber auch ein Blödsinn sein, das vermute ich jetzt einfach mal so. Wenn es nicht so ist, schreibt es mir in die Kommentare. Es hat bestimmt schon ein wenig weiter im Spiel wie ich, dass ich mich auch auskenne. Ja. Aber eben geht es einfach nur um den Modifikator da auf der Schulter oben. Da haben mich gefragt, was und wie und wo, und darum mache ich jetzt das Video. Also wie gesagt, der globale Modifikator, der ist fest, der ist bei jedem drin. Und da geht es eben um die Reichweitenzonen. Ja. Das nächste Ding kriegt man, wenn man Reiseeinsätze macht. Ja.
Durchlesen kann man es dann selber, das lese ich jetzt da nicht viel. Und das andere kriegt man, wenn man Prioritätsziele macht, die passiven Modifikatoren. Das sind der Bo. Ja. Die wird man dann halt kombinieren können, wo es für einen gerade wichtig ist, was er halt für ein Set hat. Die Modifikatoren, die verstärken das Set halt dann noch. Ja. Zusätzlich muss halt auch so kriegen, dass halt auch zu dem Set dazu passen, was man auch hat. Meiner passt jetzt nicht wirklich dazu. Wo es dann vielleicht auch noch interessant ist, die Modifikatoren sind diese Season so. Wenn die gar ist und eine neue Season angeht, haben es wieder andere. Und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht in dem Spiel. Weil es dir immer wieder neu drauf einstellen musst. Ja, das war es dann eigentlich eh schon gewesen mit dem Modifikator. Ich glaube, ich habe alle Unklarheiten beseitigt. Oder mal neue aufgeworfen. Also wie gesagt, zu dem Modifikator kommt man hin, wenn man auf hier bei der Spezialisierung hinklickt. Ja, da kommt das ganze Zeug. Mit Y kannst du umschalten, was die Feinde so dabei haben. Ja. Mit Y kommt man dann auch wieder zurück. Mit der Leertaste kannst du jeweils nachschauen, wo es da gefordert ist oder was die bringen. Und wenn du zurückgehst und gehst bei Rottöne ein, also bei der Season, dann kannst du das Reiseziel aussuchen, logisch, ja. Also die Reiseeinsätze aussuchen und da kannst du halt dann auch von bis durcharbeiten mit dem Zeichen, wo es da steht. Halt das, ja, ausgegangen. Da haben wir. Dann Prioritätsziele aussuchen, durchspielen und wenn man Klick hat, kommt dann unten so ein passiver Modifikator, ich sage da gerne Chips dazu, die wo man halt dann kriegt und schaut, ob der passt oder nicht. Im Großen und Ganzen hat man einen Haufen zum Erledigen und ja, denke mal ganz gut. Man kann es da unten neu würfeln, wenn es einem so gar nicht passt, was angeboten wird. Ob das was bringt, wird die Zeit zeigen. Ich glaube es jetzt nicht so ganz, kann man nicht allzu oft machen. Ich glaube, dass man nur 3-mal neu würfeln kann, aber glauben heißt nichts wissen. Also schreibt es mir wieder in die Kommentare, dass ich mehr auskenne. Aber für einen, der jetzt noch gar nichts gewusst hat über das Thema, ist das vielleicht nicht so schlecht, das Video. Also wie gesagt, ich tue euch jetzt dann einen Gameplay hinein, wieder meinen Soundtrack dazu. Da könnt ihr ein wenig zuschauen, wie das so abgeht, falls noch nicht dazu kommen seid zum Spielen. Ansonsten darf ich euch viel Spaß wünschen. Es ist eine Bereicherung fürs Spiel und ich sage, Massive hat sich da doch was einfallen lassen und ich mag einfach die schlechte Rederei nicht. Das haben sie von da und dort und da und hin und her geklaut. Es ist jetzt in dem Spiel, ich kenne nicht allzu viele Spiele, ich habe auch nicht viele andere gespielt und ich finde es einfach nur genial. Also praktisch bin ich nicht vorbelastet von irgendeinem anderen Spiel, wo es vielleicht ähnlich auch so ist. Und wenn sie es geklaut haben, dann haben sie es gut geklaut, weil es gut dazu passt. Meine Meinung. So, in dem Sinn, viel Spaß mit dem Gameplay und man sieht sich beim nächsten Mal. Habe die Ehre. Servus. Naja, einer muss sich ja damit aufheben. Oh, die haben alle Orobo-Teile, geil. Rösel, die darfst du nicht auf Entfernung sehen. Stopp, wie ich vorhin gesagt habe, jetzt sieht man bei den Ads, die wo da vorne umeinander springen, was die schwarzen Anzeige, die schwarze Kastel, ja, die Schlange da. Da muss man auf den richtigen Abstand hinkommen, ist man lang, also weit genug weg, kann man es umblasen und ist man nah genug dran, kann man es auch wegblasen. Aber in der mittleren Distanz, wenn man ist, dann scheißt man sich instant selber die Rüstung weg, also aufpassen. Ich habe deswegen Status-Set an und den Ticks macht es nichts, also ich weiß nicht, ob der Bug ist, aber man sieht, die Ticks, die laufen ganz normal und ja, man braucht dann auch nicht unbedingt ganz nah hin, wenn man es jetzt auf die Weite nicht erwischt. Ja, wie man denkt, mit dem Status geht das recht gut. Wir haben da das durchgespielt und hat ganz gut funktioniert jetzt da in der Gruppe. Wie man sagt, heroisch, ja. Und jetzt habe ich gerade das Falsche erwischt, hat es gesehen, hat mir komplett die Rüstung weggehauen, weil ich drauf geschossen habe und war in der falschen Distanz. Also wie gesagt, jetzt eine Rennen, alles ummachen ist nicht mehr. Man muss echt überlegen, was man macht. Und man muss die Zeichen kennen, was die bedeuten. Aber die Klicks werden nicht beeinflusst. Ja, dann hätte ich gesagt, schaut euch den Rest da ein wenig an, so lange dauert es eh nicht mehr. Und den Song, wenn einer gefällt, den gibt es bei mir zum Oberlohn, wenn man Mitglied ist auf meinem Kanal. 99 Cent bricht sich gar, aber so soll es wirklich gefallen. Also,
beim Gefallen des Videos Abo oder Like da lassen, immer wieder gern. Wenn nicht, dann lasst es einfach bleiben. Aber haut mir in die Kommentare eine, wo es euch gefällt oder wo es euch noch abgeht oder ja, irgendwas zum Video. Ich wünsche euch was, bis zum nächsten Mal. Man sieht sie wieder auf dem Kanal. Servus. Interessant, wenn es so, die haben alle so Scheißzeit. Ja, vor allem die Sprengen haben, da muss auch 5 Meter rein, ey. Und die Muschel, die ist ganz gefährlich, gell? Hier. Die Muschel auf dem Kopf haben. Aber der Dicke. Bei dem Dicken muss ich noch rein. Die musste oft laufen oder den Bis daran wollte. Wow. Ja, noch nicht. Aus den Schatten durch die Nacht. Jeder Mord sein Trumpf, der alles neu entfacht. Die Winde Scheißegal, was die es kippt. Die Stunde der Division wird wie ein unaufhaltsamer Blitz. Gamechanger, ich fühle die Macht durch die Stadt. Hier und die Pulsdinger, gell? Die machen solche Batterien. Kannst du unten am Fließband. Ja, Leute, wir werden uns morgen vermutlich. Ja. Und auch. Mit kurz Nächle. Durch die Stadt, alles in Flammen entfacht. Sie sind super und neu, die Karten sind neu gemischt. Mit jedem Zug ein neuer Twist. Habe ich erst 4 Feinde erledigt. Der Modifikator ist mein Arsenal stark und klar. Jeder Gegner hat sein Limit. Jeder Schlag ein neuer Solange es noch keine Gegenmodifier ist, Oh ja. Das ist unsere Schlacht. Wir sind die Division im Herz der Stadt. Unbesiegt, weil uns der Mord stärkt und leitet. Sie sind Super 0, wir sind bereit mit dem Modifikator. Jetzt und für alle Zeit. Wir sind bereit. einmal Modifikator jetzt und für alle Zeit. ab jetzt.